Kompromiss einzugehen ist das Dümmste, was du machen kannst. Und die möchten gerne Beziehungscoaches und weiss Gott was für Coaches, die sowieso weiss Gott schon, wie Sand an mir gibt, und das immer sagen, ja, Kompromisse muss man eingehen und im Alltag und bla bla bla. Und vor allem in einer Beziehung, aber das ist voll dumm. Zum Beispiel, ich hätte jetzt einen Freund. Ich will unbedingt shoppen und er findet Shoppen voll blöd. Und er will unbedingt das FIFA-Game spielen und mit mir kannst du einfach nicht gamen. Und dann sagen viele, also machen wir einen Kompromiss. Du kannst mit mir zusammen shoppen und dafür tue ich dann mit dir FIFA gamen. Das ist für viele dann so der einfachste Weg. Aber, wenn wir ehrlich sind, dann kommt er mit mir shoppen und das schiesst ihn an. Und ich gehe mit ihm FIFA spielen und ich kann es erstens nicht und zweitens finde ich es auch doof. Und dann ist schlussendlich immer eine Person gleich nicht glücklich. Obviously nicht. Kannst ja nicht sein, weil ich und FIFA, das funktioniert einfach nicht. Also was wollen wir denn? Einen Kompromiss suchen, wenn nachher das Gegenüber ja gleich nicht glücklich ist, weil es einfach in dir zu lieb sozusagen machen. Ich sage schon, mal etwas dir zu lieb ihm gegenüber zu machen. Unbedingt. Aber das ist keine Lösung. Und vor allem ist es auch keine Lösung, wenn es auf lange Zeit rausgeht. Und das ist schon das Wort. Ich will keinen Kompromiss eingehen und ich will auch gar keinen Kompromiss finden. Ich brauche eine Lösung. Ich hasse es, shoppen zu gehen mit den Freundinnen. Ja, was will ich meinen Typ dazu zwingen, dass er mit mir das shoppen, wenn er es doof findet? Dann macht er ja mir sogar noch mein eigenes Shopping-Erlebnis kaputt. Und dann haben wir schlussendlich noch Krach. Also wenn es ihn ankackt, mich zu beraten, dann lass mich alleine gehen. Dann bin ich sogar glücklicher. Oder mit einer Kollegin, whatever. Und dann, am Schluss, wenn ich heimkomme, zeige ich dir, was ich gekauft habe. Und dann nimmst du dir 5 Minuten Zeit. Das ist doch ein Lösungsvoranschlag. Und nicht ein Kompromiss. Okay, ich komme für dich dort mit und komme dann für dich dort mit. Weil nachher fängt dann der Krach an. Wie wenn er dann bei mir dabei ist und sich unwohl fühlt beim Shoppen, was wahrscheinlich noch verstehen kann, dann fühlt er sich unwohl, dann zieht er eine Fresse, dann ist er nicht glücklich und dann wird ich hässig, weil er sich ja nicht zusammenreißt. Oder? Das ist ein Teufelskreis. Das mit dem Kompromiss funktioniert nicht. Überall. Also bitte, hört auf mit so blöden Kompromissvorschlägen und weiss Gott was, so Kack-Coaches, tun gescheiter helfen, wie ich eine Lösung finde. Ich habe auch beim Job, was bringt dir ein Kompromiss, wenn denn du gleich nicht glücklich bist? Dann machst du nur die Faust im Sack rein, bis du irgendwann explodierst. Meine Meinung, das sind ja alle auf kurzen Beinen. Darum gescheiter eine richtige Lösung finden. Du musst halt länger diskutieren. Meine Beispiele sind jetzt sehr kurz und sehr einfach, dass ihr es versteht. Aber bei richtigen Beziehungsproblemen bringt kein Kompromiss etwas auf längere Zeit raus. Ich brauche eine richtige Lösung. Und dann mal schauen, ob ihr da wirklich einen guten Coach findet. Das sind nämlich viele schon nicht mehr in the game.